Haut wollte man sensibel politisch Kapitel abschluen, mit einem Rückblick an eine politische Ära, wo es damals drinnen und drüber gegangen ist, an der Part eine Jungpartei für viel Aufregung gesorgt hat. Die Grünen. Wie die Grüne Alternativpartei 1983 nach tumultuösen Debatte gegründet gouf, haben die meisten diesem neuen Movement nicht viel Chance gegeben, politisch Fuß zu fassen. Es soll aber anders kommen. Ein geringer Pionier von der ersten Stunde an ist der Jupp Weber, der letzte Woche am Alter von 71 Jahren gestorben ist. Über diesen engagierten Umweltschützer, ein geringer Realo Jupp Weber, an den Streit an der geringer Partei hat der Marc Thomas an seinen Archiven ganz markant Punkten mit zum Teil unveröffentlichten Momenten zusammengesetzt. Der Jupp Weber war seiner Zeit der Sachen Umweltschutz voraus und hat als Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft schon frei für die massiven Naturzerstörungen gewarnt. Ein guter Freund, der mehr wie ein Kehr zusammen mit ihm gegen den Strom geschwommen ist, erinnert sich. Ich finde die Jupp Weber, wie ihr seht, gut kannt. Wir haben ein paar Klatzen mit ihm gedreht. Und voilà, ich war, das ist kein Floskel. Ich war ziemlich traurig, wie ich morgens an Bord, an Bord, aber auch am Tageblatt und an der Zeitung von Lützeburg Volk sind Todesannonce gelesen haben. Respektiv, wo ich sein Bild gesehen habe, dass er gestorben wäre. Nun ich aber trotzdem musste lachen, wie ich den Epitaph gelesen habe. Und ich wünsche mir dieselbe, wenn soweit das mit mehr, sie halt so. Weil was wird denn du, wie hört sie geherrscht? Ich bin heute Annonce, ich bin sie rausgeschnitten. Hauptsache, der geht an den Hund am Kehle spielt. Voilà, lass ich mir retrouve, Jupp. Nach der Gründung von der Grünen in Deutschland 1980 hat es nicht lange gedauert, bis der Funke noch auf Lützeburg übergesprungen ist. Die Jupp Weber so zum Guy van Hull. Ich will eine grüne Partei zu gründen. Müsstest du mit? Ich sage, Jupp, merci, ich appréciere, dass du mich geduscht hast. Du weißt, dass ich Naturfreund bin, nach Haut. Ja, voilà. Und, aber ich nicht, weil ich bin der Père en fils de gauche, mein Papa. War national Staatsarchitekt Robert van Hull, Sozialist, aber richtig, ne? Kein der Seichter, in den 50, 60er Jahren Europäer, Föderalist und Republikaner. Und heutzutage sind ich, und das weiß ich nur, die höchsten Kommunisten nicht gerne. Aber ich schreibe auch in der kommunistischen Zeitung, ich verschreibe mich schon, was ich immer so. Ich schreibe für verschiedene Medien, ich verschreibe mich keiner, höchstens meiner Frau am Nacht. Und nee, das geht nicht. Mach du die Sache, wir essen die Gauche und ich bleibe dabei. Die ist gut. Mach das. Sich der andere Partner du. Und so lang. Der Jupp Weber hat nicht lange gelassen, an den zusammen mit anderen Versicht 1983 die Grünen zu gründen. Dabei kommt es am Pfaffendal zu homerischen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Tendenzen. Begriffe wie Realo und Fundi sind entstanden. Jupp Weber war ein treibende Kraft am Realo-Flügel. Und ich weiß auch, dass er zu Wien und zu Freiburg, zu Wien auf jeden Fall studiert hat und auch Ingenieur und die so vorher war, Oberförster, nicht einfach kleine Feste, die sich im Moment halt abspielen im ganzen Land. Sodass sehen, dass ich rund tun, dass sie bien placé war. Und Connaisseur de cause für über Natur zu schwätzen, zu debattieren, das war einfach mit dem Präkurseur, war der Pionier. 1984 hat die Grüne Alternativpartei bei den Chamberwahlen 2 Deputierten am Parlament geholt, den Jupp Weber und den Mukus. Mit dem Burgfrieden sollte nicht lang halten, weil schon 1985 hat sich die Partei gesplittet. Die Jupp Weber hat mit gleichgesinnten Realos gleich die Grüne ökologische Initiative gegründet, sodass von da an 2 Grünparteien Krautmarkt sitzen. 1989 dann bei den Chamberwahlen und Gaba gleich ob 2 Lüchten Alkeier
2 Sitz krut. Dem Deputéierte Job Weber waren Bëcher en Haupt Uleies, weil demols munchkrumm Tricke gedreht goufen, déi hin an der Chamber thematisiert huet. Darunner auch eng Proposition de loi, die sollte Vierchte verbieden, a Privatbücher sich niewelächt eng gëlle Nues ze verdingen. De Gleideputéierten hunn doch klo beim Parquet géint de pensionéierten Direktor vun der Forstverwaltung, an dem sei Cousin de Kantonnementchef war, agerecht. Och géint Gemeng Kielen huet op Weber geklot, well massiv riesig Quantitéiten u knascht im Bauschut an Ofell am Bëch verschert gi waren. An der Chamber huet Job Weber den demoligen Direktor vun der Forstverwaltung als korrupt bezeichnet, grad so wie en verschiedene Vierster als bestierchlich genannt huet. A verschiedenen Questions parlamentären huet hien an dieser derier Thematik no gehakt, Remedur gefordert, als Sanktionen respektiv Suspensionen objekt. Überhaupt waren demals die Kleinparteien den etablierte Parteien en Drama. Am Oktober 1989 kommen zur legendärer Chambertrappe-Besetzung, bei denen die Kleinoppositionsparteien Gleichrechte für all Deputierten gefordert haben, mit dem Resultat, dass die 9 Volksvertreter Manu Militari von Gendarmen gehiltert, getötet und aufgefordert wurden. Und ihnen die Job Weber an den François Bausch, die für 10 Sitzungen von der Chamberdebatten ausgeschlossen wurden. 1994 ass het geglückt, die zo zerstrede Gringparteien ënner een Hut ze kreen, a so sinn Gabber Glei an de Chamberwahlen 1994 ze summen ugetruden konnten 5 Sitz verbuchen. Derselwicht Joer konnte sie ihr Sitz am Europaparlament zu Straßburg gewannen, mam Job Weber. Mir auch mat diesen Wahlerfolger war de Burg Frieden an der Partei gebrechlich wie die Stimmung demols zu Bonnewig am Casino ugefangen mat der Parteienfinanzen chlor rëmspiegelt. Eng Proposition ha gemerk an Zwerg vun 50 Frank pro Monat. De Mindestbeitrag dat ging eng Parteikerking bei als der 600 Franken am Joer kachte. Und ich proposiere noch, dass in Staffelung frei ist. Ich engagiere mich aber persönlich für 2000 Franken zusätzlich zu den 25, wo ich mich engagiert habe, auch nachzubezahlen. Ich wollte darüber zurückkommen, auf das, was für die Unheil gesucht ist, die Partei braucht Fonds. Ich meine, allein durch Beiträge von den Membern am Lützeburger Parlament, von dem Europarlamentarier, kriegen wir auch 950.000 Franken ran. Wir haben am Moment ein Konto, wo wir 1.200.000 Franken draufstehen können. Wir fangen also mit einem dicken Polster an. Und ich fand es nicht wirklich nicht nötig, dass den kleinen Leuten so einen hohen Antragsdicke wie hier proposiert wird, aufknappt. Also meine Proposition nachher Jahresbeitrag 600 Franken, Staffelung der Diskretion über los. Das geht, weil ich gesagt wurde von den zuständigen Gremien, dass in der Mondbus ausdrücke 50 Franken pro Monat. Und ich ging denen empfehlen, die sich zu stark für Finanzen ersetzen, dass sie da zumindest wissen, wie viel Hundeverstand bei euch drin haben. Anderen derige Punkt Parteikongress war die Kandidatur von Job Weber als Parteisprecher gegen die verschiedener sich vehement gewehrt tun. Zum Punkt 29, 5 Schwätze, Abgeordnete können nicht sprechen oder Sprecher der Partei. Für mich war bislang klar, wer Abgeordnete wir. Für das aber nur in Diskussionen dran, dass insbesondere die Robert Fürst geguckt, wer dann ein Député wäre. Un député est donc celui ou celle qui est envoyé par une nation ou une assemblée pour remplir une mission particulière. Erster Punkt, also man als ein Europadeputierten auch ein Abgeordneten. Zweitens, als un député celui ou celle qui est nommé généralement par élection pour faire partie d'une assemblée délibérante. Donc man als für mich auch ein Europadeputierten ein Abgeordneten. Ich meine, die Punkte in unseren Statuten also klar wie Buletten so. Du verstehst es auch an den Statuten so, dass eine Trennung gewählt ist zwischen dem, was die Fraktion soll machen, und dem, was die Partei soll machen. Und wir sind effektiv auch der Meinung,
dass die Kandidatur vom Job für diese Posten vom Parteisprecher statutärisch ganz einfach nicht zulässig ist. Und ich meine, das ist eine Decision, also, die wir halt müssen holen. Ich plädiere auf jeden Fall dafür, für just die Kandidaturen umzuerkennen, die als Statut den Paragraph, den der zuständig ist, in dem entsprechen. Die Statuten, die sind ganz konsequent abgesagt nach folgendem Prinzip. Alkeier, wann sämtlich deputierte gemengt sind, steht nur die Abgeordneten, wann Statuten es für notwendig empfunden tun, oder Statutenkommissionen für notwendig empfunden tun, für eine Unterscheidung zu machen, da gibt es an den Statuten explizit gemerkt. An diesem Fall, wenn da steht, die Abgeordneten betrifft das Südabgeordnete Norden, Zentrum am Osten, an Europa. Als am Statutengruppe gefordert gehen, also die meisten Kongress gefordert gehen, da waren wir als alle gute, nicht alle gute, mehr eine große Majorität war der Meinung, es soll kein Deputiert, Sprecher oder Sprecherin sind. Auch wird gewährt, die Diskussion zu feiern. Die zwei, das ist für mich auch ganz klar, und ich meine auch als Member von dem Statutengruppe, die Holköpfe, die Statuten ausfeiern. Also es ist aber auch wichtig, ich meine, meine Auslegung von einem Gesetz geht doch ganz oft in mehr explikativ, weil in Hiking die Argumentation zum Statutengruppe holen. Da ging es ganz sicher fanden, dass dran steht, dass sämtliche Deputierten nicht dürfen zu Gesprächen gehen. Ich glaube auch, dass wir als Statuten müssen respektieren. Der zweite Wolle vom Problem ist, wenn ich an dem Mandat regiert und auch hält, dann muss ich nicht anders abgehen. An dem Sinne will ich nur schon Kamil Gira felicitieren, dass er wahrscheinlich dann demnächst in das Europaparlament kommt. Ich habe meine Kandidatur als Portparole gestellt von Tütenbund vor. Weil ich einfach der Meinung bin, dass ich der neue Partei viel Denkster kann stellen als der USA. Weil ich 10 Jahre Erfahrung am Lützburger Parlament tun, weil ich außerdem einen enorm guten Brot zu der Presse tun, weil ich auch lesen, schreiben kann, am Gegensatz zu dem, was den Movement, dass ich schreiben kann, natürlich bewiesen, dadurch, dass nach Obers, nachdem der Muxing-Emission gelernt hast, schon ein Pressekommuniqué an alle guten Redaktionen gefaxt tun. Ich habe also eine gute Relation mit der Presse. Und auf der anderen Seite tue ich auch die internationalen Konnexionen. Ich bin auch gestern mit meinem Kollegen Ripa de Meana gesprochen, den Portparole von den italienischen Gremien ist. Und auch Member am Europaparlament, das gewesen sicher kein Unbekannten, dass denen als Kommissär refusiert für der Bio zu gehen, weil die Europäische Union sich nicht zu einer Energietax bringen. An dem Mann wird man gesagt, es sind der Meinung, dass es kann nicht ist, wenn die Grenzen probieren, für gut Leid von der Spitze Recht zu kriegen. Ich will Ihnen schon sagen, wenn dir von Mengen Servicer wollt, profitieren ich den zu ihrer Verfügung. Den Punkt, den wir noch diskutieren, den kann ich an 2 Vollen abdelen. Den erste von der Kandidatur, ich meine, eine Kandidatur ist immer zulässig. Sowohl wenn es eine Inkompatibilität gegen ist in der Meinung, es gibt keine. Darüber sind wir auch nachbereit, die zu diskutieren. Wenn aber nur gesagt wird, eine Kandidatur ist nicht möglich, dass wir gerade, wie wir gesagt hätten, den Kamil Gira muss als Bürgermeister Monketeich demissionieren, durch als kandidieren für ein Parlament. Weil es also so, wir haben aufgemerkt, wir wollen kein Deputé mehr tun. Das ist aber so, dass der Kamil kommt kandidieren, und ich fand das richtig, dass er kommt kandidieren. Also kandidieren kann er immer, aber wenn es eine Kompatibilität gibt, dann muss ich die respektieren. Ich will die Kompatibilität respektieren, die bestimmt erstens, wie drin gegangen ist. Chefrat Jung Lünster. Ich war Member von der Chambre zu Lützeburg. Ich habe keinen Chefratsposten zugeholt.
und ich die Kompatibilität, die wir als selber abgelöst haben, respektiert. Ich habe zweite Tier respektiert, wie drin gegangen ist, Member am Europäischen Parlament, am Member an der Lützburger Chamber. Ich will mein Mandat an der Chamber heute abgehen, für Member am Europäischen Parlament zu geben. Ich respektiere Inkompatibilitäten ganz bestimmt. Es soll nun zum Wort für den Parteisprecher kommen, bei der die Weber mit just ein paar hungrige Stimmen an den Eck gedrückt. Stimmen sind aufgegeben für den Jimgehörer 47, für den Ecclese 39, für den Theotibesar 10, für den Juppweber 9. 3/5 Majorität aus 64, das heißt, Türkei von den 4 Kandidaten, die 3/5 Majorität erreicht, das heißt, wir müssen an der zweiten Wahl gehen. Gemäß den Statuten fällt die Person, die am meisten Stimmen erreicht wird, an dem zweiten Wahltür erwäscht bleiben, also übrig im Göres, Ecclese und Theotibesar für den zweiten Wahlgang, die Jupp meldet sich zur Prozedur. Ich muss aber so, und das beruhigt mich, dass ich von meinen 15.000 Stimmen, die ich bei den letzten Wahlen gekriegt habe, dass da 14.191 nicht aus der Gänger 10 kommen, also beruhigt mich nicht. Mit dieser Bemerkung hat die Weber klar zum Ausdruck gebracht, wer von der neuen Gänger Partei hält, wo man sein Austritt so gut wie angelaufen wird. Und so sollte dann noch kommen. 1985 hat die Fraktion von den Grünen am Europaparlament verlost, als sich die Europäische Radikale Allianz angeschlossen. Zu Lützeburg hat den Gall die Grün-Liberale Allianz gegründet. Von 1994 bis 1997 war die Weber auch Gemengekonseil zu Jürlünster, wohin sich für Umwelt und Natur eingesetzt hat. Bei den nächsten Chamberwahlen 1999 hat dem Jupp Weber sein Gall verloren und enttäuscht, hat den Einzelkämpfer Jupp Weber Politik verloren. Als du siehst, wie die früher Kumpanen, die auch die Zeit, gerade wie hier südverbertig, hier gelabt sind, die hin, General, die immer Armeeminister sind. Und da hat den Jupp schon ganz schnell gesehen, dass nicht Martin und Benger Wellen konnte. Die hatte ganz andere Absichten. Nach dem Ende seiner politischen Karriere hat Jupp Weber an der kanadischen Provinz British Columbia Weber and the Waiter Konsortium gegründet, für das, wie es geherrscht hat, zu schützen, was vom Ökosystem von unserem Planet nach nicht zerstört war. Auch damals war Jupp Weber seiner Zeit voraus und hat voll auf Sonnenenergie den Schutz von den Büschern als CO2-Speicher von den Meeren und den Fischbeständen gesagt. Ich habe dann ausgelesen von Jumbo, die erste von Familienmathe, dass der Jupp gestorben wäre. Und dann habe ich dann auch und ich dann, war ich erstaunt, dass dann der Jupp Frau darüber guckt, dass auch einen offiziellen Anruf von einer Annonce gewidmet wird von der Chamber. Ich weiß mal nicht, dass es so lange da war, aber Respekt. Und dann auch, da wurden ich aber ein bisschen gestützt von den Gringen. Die uns dann gehuldigt. Und er gesagt, aber unerkannt, dass im Ursprung von der Bewegung stimmt als von denen. Ich war D. Voilà. Und ich habe da doch ein bisschen, wie bei allen, Nachruf, auch ein bisschen hypokritisch fand. Weil ich weiß aber, dass sie dick gestritten haben. Ja, stimmt auch. Man hat gesehen, wie soft die sind, die noch auskommen sind. Die dann in irgendwie ein bisschen kritisch ist, wird das als Frechstelle. Ich meine, ja, das soll nicht eben fressen. Wie soft die sind par rapport zu Eis an den späten 60er, an den 70er und an den 80er. Da soll ich mal mit dem Job also ein wertvolles Stück verloren gehen. Von einem, der kritisiert wird, mir auch abgebaut wird. Und den etwas Last gemacht hat. Etwas ist aber auch klar, mit Momenten war Jupp Weber ein Einzelkämpfer, war nie ein Kind der Traurigkeit. Als Hobbymusiker hat er bei Toten ablosen manch lustig Abende animiert. Und nicht zu vergessen, auch hier war Pionier als Sachen frei Radio. Das sind den
in den nächsten im Jecht Radio Libre gegangen. Freie Radio, derzeit bei de Monopol von RTL. An alle Radio waren im Lützeburger, im kleinen Lützeburger Territorium nicht geduld. An den de Jupp wird dem engen singen aussuchen, die typisch zu ihm gepasst wird, die auch ein bisschen zu mehr passt. Aber wenn ich las ist, dann machen wir etwas las. Weil du hast ihn etwas las gemäht, das heißt, ihn hat sich nicht von dem Interdit durch Aschüchtergelos und mir so, komm, wir machen ein Radio außerhalb von Grenzen, also kleine Grenzen, also keinen kleinen begrenzten Horizont, diese Chance du terme. Und wir versuchen zu senden von Arlen aus, von der Knipchen. Ja, wie machen wir das? Oh, ja, du hast gesehen, bist du mit? Ich sollte mal ja, für so einen Chant tatsächlich direkt zu haben. Schon an, wie gesagt, verschiedene Sachen, ein Präkursor war ein Pionier, Sachen, die noch nicht heim waren, oder wo man immens Verspätung haben par rapport zum Ausland. An sogar am Ausland hat der Grenz der Piratensender der Radio Flößfänkelchen op der Erle Knipchen an die Leben gerufen. Du hat mir den Sender selbstverständlich auf belgischem Territorium schon gelagert. Und da sind wir auf Saint-Donat gefahren, zu Oire, wie der Kuiper immer sieht, zu Oire, und gesagt wird, da gibt es 2 Kirchen, eine ganz spatz, die ist von der Eichen von Gaudigirch gesagt, und Saint-Donat. Und zu Saint-Donat geht es über den Kirchturm, kannst du rundherum gehen, wie auf der Schöpflinger Kirche, über so Rundgang. Und da haben wir die Aluminiumsantenne, der Rockambolesque, die haben wir mit dem Seil angemäht. Und da sind wir innen an den Kirchturm gegangen, nicht ganz innen. Und du könntest ein paar Stauer, da in Belgien vor. Und so, bonjour les gars. Tâchez quand même de pas trop déranger mon office. Macht nicht so viel Comedie une fois. Ich finde das immens spannend. Und du hast angefangen dann zu senden. Der Jupp ist dann schon eine geringe Botschaft. Da war noch ein gewissen Wunschkonzert dabei. Ja, und ich bin dann an das Ganze ein bisschen Brotfahrt gemacht.